Ja, ich möchte euch auch alle herzlich grüßen, heute Morgen hier im Saal, im Untergeschoss und an den Bildschirmen. Ich habe gerade gehört, dass über 340 inzwischen sie zugeschaltet sind. Und Markus, wenn du deine Mutter gegrüßt hast, dann darf ich das auch, die wollte sich auch zuschalten. Ich grüße also die Mutter von Markus, ich grüße meine Mutter und auch meine Frau und wünsche euch allen heute Morgen Gottes Segen. Ja, wir leben schon in irgendwie merkwürdigen Zeiten und man fragt sich, wie soll man sich als Christ verhalten? Und die Frage ist nicht neu. Ich las bei dem englischen Schriftsteller C.S. Lewis, als in den 50er Jahren die Atombombe erfunden wurde oder fiel, wir haben uns ja vor einiger Zeit daran erinnert, an den Jahrestag, da schrieb C.S. Lewis Folgendes: Das Erste, was wir tun müssen, ist, uns zusammenzureißen. Wenn diese Atombombe uns zerstört, dann soll sie uns dabei erwischen, wie wir sinnvolle und gütige Dinge tun. Beten, arbeiten, unterrichten, lesen, Kinder baden, Sport treiben oder mit unseren Freunden bei einem Shoppen plaudern. Wir sollen nicht zusammengekauert wie verängstigte Schafe über die Atombombe nachdenken. Die Bombe mag uns zerstören, unseren Geist aber darf sie nicht beherrschen. Und das fand ich eine sehr treffende Formulierung. Das Virus mag uns schaden, aber unseren Geist darf es nicht beherrschen. Das bedeutet doch, lasst uns in diesen Tagen das tun, was wir immer getan haben. Wir bezeugen unseren Herrn Jesus Christus, wir nutzen Gelegenheiten, um von dieser Hoffnung, die wir in uns haben, Zeugnis zu geben. Und ich fand das so nett, Peter Hane schrieb mir in diesen Tagen eine SMS, er säße in der Kaffeerösterei am Kuhdamm in Berlin und der Kellner hat so quer durch den Gastraum gefragt: Herr Hane, glauben Sie an Covid-19? Hane ganz laut: Nein, ich glaube an Jesus Christus. Das war natürlich Gesprächsthema dann in der Kaffeerösterei und ich denke, solche Gelegenheiten sollten wir nutzen. Aber ich stelle fest, gerade unter uns Christen ist momentan eine starke Verunsicherung. Und deshalb habe ich gedacht, wir müssen uns mal wieder mit den Grundlagen beschäftigen. Wir müssen uns mal wieder die Fragen stellen, die existenziell sind für uns. Wo kommen wir her? Wozu sind wir überhaupt hier auf dieser Erde? Und wo geht die Reise einmal hin? Und da habe ich gemerkt, wer nicht weiß, wo er herkommt, weiß auch nicht, wo er hingeht. Und von daher möchte ich mich heute Morgen einfach mal nur mit dem ersten Satz der Bibel beschäftigen, weil ich der festen Überzeugung bin, Zukunft braucht Herkunft. Und das ist der testamentarische Satz des Heidelberger Philosophen Hans-Georg Gadamer: Zukunft braucht Herkunft. Wenn wir uns unserer Herkunft nicht mehr erinnern und uns nicht bewusst sind, wo wir herkommen und wer wir sind, werden wir keine Zukunft haben. Und das gilt auch für unsere Gesellschaft. Wenn wir vergessen, dass wir in der westlichen Welt christliche Wurzeln haben und dass in der Präambel des deutschen Grundgesetzes steht, dass wir als Deutsche im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott leben, wenn wir das vergessen, werden wir keine Zukunft haben. Und deshalb müssen wir uns immer wieder an unsere Herkunft erinnern. Und da bin ich so dankbar, dass Gott uns da nicht im Dunkeln tappen lässt. Das erste Buch Mose, Genesis, Ursprung, Buch der Anfänge, berichtet uns, wo wir herkommen. Und das letzte Buch offenbart uns, Offenbarung, offenbart uns, legt offen, wo wir hingehen. Die Bibel gibt uns also klare Anfänge. Und wenn wir unsere Welt heute verstehen wollen, müssen wir immer wieder zurück ins Buch der Anfänge. Das ist jetzt auch ein guter Tipp fürs Bibelstudium. Wenn ihr in der Jugendarbeit irgendeinen Begriff untersuchen wollt, was er bedeutet, immer zurück ins Buch der Anfänge. Wo finden wir den Begriff das erste Mal? Und da werden wir dann auch Antwort finden. Von daher heute Morgen: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der erste Satz beschreibt sozusagen den Ausgangspunkt, den Startpunkt aller Dinge, die wir heute wahrnehmen können. Im Anfang bezeichnet
die Zeit, als Dinge außer Gott anfingen zu sein. Hier beginnen Raum und Zeit. Dieser Satz ist sozusagen das Tor zwischen Ewigkeit und Zeitlichkeit. Und von diesem Satz lassen sich unendlich viele Dinge ableiten. Nun gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Satz wahr oder er ist falsch. Und es gibt ja auch viele Zeitgenossen, die behaupten, am Anfang war nichts, alles sei zufällig entstanden, hätte sich aus unpersönlicher Materie über Jahrmilliarden höher entwickelt. Und die Frage ist alles Zufall, was wir sehen, was wir erleben, oder ist alles Plan? Basiert alles auf Zufall oder läuft alles nach Plan? Und mit dieser Frage werden wir uns heute Morgen auch beschäftigen. Nun, wenn es heute um Aussagen über die Vergangenheit geht, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dann merken wir oder erkennen wir die Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnis. Ich habe ja in der Grundschule mal eine Zeit als Lehrer gearbeitet, habe Mathematik, Physik, Chemie, Biologie unterrichtet. Und wenn ich den Kindern in der Grundschule beibringen wollte, dass es eine Gravitationskraft, eine Schwerkraft gibt, was habe ich gemacht? Ich habe einen Gegenstand fallen lassen und habe den Nachweis erbracht, Masse zieht Masse an. Wenn es um diesen Satz geht, um geschichtliche Aussagen geht, kann ich heute Morgen hier kein Experiment vorführen, um zu beweisen, dass dieser Satz stimmt. Als ich studierte in den 70er, 80er Jahren, da hatten wir einen Professor, dem haben wir hier und da gerne zugehört, der war nicht an unserer Uni, aber hat hier und da Vorlesungen oder Vorträge gehalten. Der kam aus England, war ein Chemiker, hatte, glaube ich, mindestens 3 Doktortitel. Kennt ihr den noch? Dr. Wilder Smith. Und der hat seine Leute und Studenten immer gefragt, seid ihr noch alle bei mir? Und der hat damals ein Buch geschrieben, wer denkt, muss glauben. Das heißt, wer wirklich nachdenkt, kommt irgendwann an den Punkt, wo er erkennt, ja, ich muss das glauben. Und das ist eben die Frage, ist dieser erste Satz der Bibel vertrauenswürdig? Kann ich dem glauben? Muss ich den glauben? Und das soll uns heute Morgen beschäftigen. Es ist schon interessant, dass gerade Naturwissenschaftler, die ganz Großen, Isaac Newton, größter englischer Physiker, Michael Faraday, Michael Jordan, Blaise Pascal, dieses französische Genie, Mathematiker, tiefgläubiger Christ, mit 16 Jahren schon die Abhandlungen über die Kegelschnitte verfasst und die Lehrsätze der euklidischen Geometrie. Also ein echtes Genie, ein tiefgläubiger Mann. Und diese Wissenschaftler waren in der Regel gottgläubige Leute. Und so hat ein deutscher Physiker Max Planck mal gesagt, Religion und Naturwissenschaft schließen sich nicht aus, wie heutzutage manche meinen. Sie ergänzen und bedingen einander. Gott steht für den Gläubigen am Anfang, für den Physiker am Ende allen Denkens. Wer denkt, muss glauben. Und von daher die gesamte Frage Schöpfung, Evolution, Zufall, Plan ist keine rein naturwissenschaftliche Frage, sondern mehr eine philosophische Frage. Und das muss uns einfach bewusst sein. Wenn wir uns heute mit Menschen unterhalten und über die Frage nach Gott nachdenken, dann habe ich so den Eindruck, man trifft in der Regel 3 verschiedene Personengruppen. Das sind einmal die Theisten. Es gibt Gott, ist ihr Bekenntnis. Und ich gehe mal davon aus, dass alle, die ihr heute hier im Saal seid oder im Untersaal seid oder die meisten, die an dem Bildschirm sitzen, wir würden uns als Theisten bezeichnen. Wir glauben, dass es einen Gott gibt. Und dann triffst du auch hier und da Atheisten, wobei ich feststellen musste in meinem Leben, ich habe relativ wenig echte Atheisten getroffen. Und das sage ich jetzt mal als jemand, der sich mit Mathematik beschäftigt hat
und gerne mit dem Fach Logik. Den Atheismus kann ich ja ganz leicht widerlegen. Ein Atheist muss nämlich den Nachweis erbringen, dass es im unendlichen Raum keinen Gott gibt. Und den Nachweis kann er nicht erbringen. Aber ich kann als Theist sagen, Gott ist da. Ich habe heute Morgen schon mit ihm geredet, stell dir das mal vor. Gott ist da. Ein Atheist kann nie sagen, es gibt keinen Gott, weil im unendlichen Raum kann immer noch irgendetwas sein. Verstehst du, was ich meine? Und von daher ist der Atheismus eigentlich unlogisch. Ich komme später nochmal darauf zurück. Naja, und dann gibt es eine große Gruppe, die sagen einfach, ach, weißt du was, ich habe keine Ahnung. Das sind die sogenannten Agnostiker. Einen Agnostiker frage ich gerne, sag mal, bist du verheiratet? Kennst du Liebe? Wenn der dann auch die Achsel zuckt und sagt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also dann sage ich eben, weißt du was, Freund, dir ist nicht zu helfen. Dir ist einfach nicht zu helfen. Wie kann man denn sagen, keine Ahnung, wenn es um die großen existenziellen Fragen unseres Daseins geht? Aber manche machen sich das halt so einfach und sagen, ja, ich kann das einfach nicht wissen. Und dann versucht man immer, Wissen und Glauben gegeneinander auszuspielen. Aber denkt daran, wer denkt, muss glauben. Von daher muss ich einfach jetzt mal feststellen, wenn es um die Frage nach den Beweisen geht, dann kann ich Gott hier nicht mathematisch, physikalisch beweisen. Ich bin in der Oberstufe manchmal gefragt worden, Herr Jäger, dann beweisen Sie mir doch mal Ihren Gott. Dann habe ich den Schülern versucht klarzumachen, dass man Gott einfach nicht beweisen kann. Denn stellt euch mal Folgendes vor. Ihr habt doch wahrscheinlich alle noch den alten Pythagoras gekannt, oder? a² plus b² gleich c². Das heißt, die Summe der Kathetenquadrate, das sind die kurzen Enden des Quadrates, des Dreiecks, Entschuldigung, die kurzen Enden und darüber das Quadrat geschlagen. Die Summe dieser beiden Quadrate ist gleich das Hypotenusenquadrat. Habt ihr noch alle hier oben drauf, oder? Auf der Festplatte. Also a² plus b² gleich c². Das hat der alte Pythagoras durchschaut. Der wusste, dieser Grundsatz gilt für jedes rechtwinklige Dreieck. Jetzt stellt euch vor, das habe ich den Schülern so gesagt, ich könnte Gott so aus der Tasche ziehen und sagen, hier, das ist mein Gott, a² plus b² gleich c². Dann würde doch jeder denkende Mensch sagen, was ist das für ein kleiner Gott, den du so beweisen kannst? Die Tatsache, dass Gott Gott ist, schließt aus, dass ich ihn beweisen kann. Ich bin ein kleiner Mensch. Ich habe hier oben 1500 Gramm grau-weiße Masse, man nennt das Hirn. Und wie nennt man das auf Schweizerdeutsch? Auch Hirn. Hirnli. Ja, Hirnli. Okay, jetzt habe ich ja wieder was dazugelernt. Also wir haben hier oben Hirnli, Leute. Also das ist irgendwie schon verrückt, ja. Aber wenn wir meinen, wir könnten damit Gott erfassen, dann sind wir auf dem Holzweg. Was wäre das für ein kleiner Gott? Die Tatsache, dass Gott Gott ist, schließt aus, dass ich ihn in allem beweisen kann und schließt auch aus, dass ich ihn in allem verstehen kann. Der passt hier oben nicht rein. Und deshalb bin ich so dankbar, in der Bibel festzustellen, keine Beweise, aber Hinweise. Mit Beweise meine ich mathematisch-physikalische Beweise. Man könnte natürlich auch sagen, es gibt viele Gottesbeweise, das ist mir klar. Aber ich möchte das einfach heute Morgen mal unterscheiden. Keine Beweise, aber Hinweise. Und diese Hinweise nennen wir in der Fachsprache der Christen Offenbarung. Gott offenbart sich, Gott gibt sich zu erkennen, Gott kommt uns entgegen. Und würde Gott uns nicht entgegenkommen, aus der Höhe von der Herrlichkeit in die Niedrigkeit, würde Gott nicht zu uns kommen, hätten wir alle keine Chance, zu Gott zu kommen. Und da ist es wunderschön zu entdecken, dass es verschiedene Offenbarungen Gottes gibt. Das ewige Evangelium, das Evangelium, was es von Anfang an, seit diesem Satz, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde gab, ist die Schöpfung. Gott wird in dem wahrgenommen, was er gemacht hat. Römer 1. Und das beantwortet auch die Frage, was ist denn mit den Menschen, die nie was von Jesus gehört haben?
Die können Gott in dem erkennen, was er gemacht hat. Da gibt es übrigens ein ganz interessantes Buch, ist meines Wissens leider vergriffen, von einem Pioniermissionar, der zu den unerreichten Völkern ging, Don Richardson. Der hat ein Buch geschrieben, Die Ewigkeit in ihren Herzen, in Anknüpfung an den Satz des weisen Salomo, Gott hat die Ewigkeit ins Herz des Menschen hineingelegt. Und er berichtet in diesem Buch zum Beispiel von einem König namens Pachacuti, ich glaube so 14. Jahrhundert, regierte er das Reich der Inkas. Und wen oder was haben die Inkas angebetet? Wer weiß das von euch? Inti, die Sonne. Und Pachacuti hat sich Gedanken gemacht über seinen Gott Inti, die Sonne, und hat sich verschiedene Fragen gestellt. Er hat zum Beispiel gemerkt, ich habe als König ein abwechslungsreicheres Leben als mein Gott. Denn er stellt fest, und das Verschen kennt ihr wahrscheinlich auch, im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Mittagslauf, im Westen will sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. Auch wenn Deutschland im Norden der Schweiz liegt, wir haben auch Sonnenschein, ja, liebe Leute. Im Norden ist sie nie zu sehen. Das Verschen haben wir in der Grundschule schon gelernt. Und Pachacuti stellt fest, mein Gott macht jeden Tag dieselbe Reise. Dann hat er festgestellt, da kommt so ein kleines Wölkchen und ich kann meinen Gott nicht mehr sehen. Und dann hat er sich drittens gefragt, wer hat denn den Ball da oben hingehängt? Und dann hat er in den Schriften seiner Väter nachforschen lassen und festgestellt, es gab eine Zeit im Reich der Inkas, da hat man Viracocha, den Schöpfer des Universums, angebetet. Und ab sofort hat dieser König den Befehl gegeben, wir beten nicht mehr die Sonne an, sondern den, der die Sonne gemacht hat. Gott wird in dem wahrgenommen, was er gemacht hat. Und interessant ist, dass es eine Blütezeit gab im Reich der Inkas. Also die Schöpfung ist ein Hinweis, eine Offenbarung Gottes. Gott wird in dem wahrgenommen, was er gemacht hat. Dann die zweite große Offenbarung ist die Geschichte. Viele wissen ja, dass ich letztes Jahr mit meiner, letztes Jahr war ich mit meiner Frau erstmalig mit dem Mitternachtsruf in Israel, habe so die geistliche Leitung gehabt dieser Freizeit. Wir sollten dieses Jahr auch wieder im Oktober fahren. Ob es was wird, weiß ich nicht. Aber die Geschichte Israels ist ein deutlicher Hinweis auf die Tatsache, dass es einen Gott gibt, der zu seinem Wort steht. Wie will man sich sonst erklären, dass jeden Tag in der Weltpresse dieses Volk erwähnt wird? Jeden Tag. Und die mächtige arabische Liga schafft es nicht, dieses kleine Volk, dieser Winzling auf der Landkarte, so kleiner als mein Bundesland Hessen, aus dem ich angereist bin. Keine Macht der Welt schafft es, dieses Volk zu vernichten. Warum? Im Alten Testament steht, wer dieses Volk antastet, tastet meinen Augapfel an. Versuch mal, deinen Augapfel anzutasten, eine ganz empfindliche Stelle an deinem Körper. Und wenn du gesund bist, geht sofort das Augenlid runter. Gott steht schützend vor diesem Volk. Und dass in dieser Woche die Arabischen Emirate Freundschaft, also Kontakte zu Israel aufgenommen haben, ist auch wieder ein Beweis dafür, diese Leute merken sehr wohl, wer Freund Israels ist, erlebt auch einen gewissen Segen. Und von daher, Gott redet durch die Geschichte. Und das ist ein ganz starker Hinweis oder Beweis natürlich, dass es einen Gott gibt, der zu seinem Wort steht. Römer 2, eine dritte Offenbarung, das Gewissen. Gott hat jedem Menschen eine innere Stimme gegeben, die anfängt zu schlagen, wenn er Maßstäbe übertritt, die ihm als die höchsten Maßstäbe bekannt sind. Wir merken an der Formulierung, an der Definition für Gewissen, es ist eine relative Größe. Also wir werden wahrscheinlich zugeben, dass ein Schweizer ein anderes oder ein Züricher, ein Dübendorfer ein anderes Gewissen hat als ein Kannibale. Weil wir sind einfach anders geprägt. Wir sind geprägt von christlichen Werten. Und wir kennen in der Regel die 10 Gebote. Und wenn wir diese Gebote übertreten, fängt diese Stimme an zu schlagen. Und das ist übrigens eine zweite Antwort auf die Frage, was ist denn mit den Völkern, die nie was von
Jesus Christus gehört haben, sie haben alle ein Gewissen. Und das legt Paulus in Römer 2 aus. Diese innere Stimme, die ein Hinweis auf Gott ist. Und mir hat noch kein Evolutionstheoretiker eine Erklärung dafür geben können, wie ist denn auf einmal in unpersönliche Materie diese innere Stimme hineingekommen, wenn es nicht einen persönlichen Schöpfergott gibt. Die Tatsache, dass wir ein Gewissen haben, kann ich nur erklären mit der Tatsache, dass es einen Gott gibt, von dem steht geschrieben, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ja, und die ganz besonderen Offenbarungen sind natürlich die Bibel. Dieses Buch ist ein Wunderwerk. Und es wäre ein extra Vortrag, sich damit zu beschäftigen, warum die Bibel Gottes Wort sein muss. Und diese 66 oder 70 Bücher, je nach Zählweise der Psalmen, beinhalten einen roten Faden. Und dieser rote Faden ist eine Person. Und diese Person heißt Jesus Christus, Sohn Gottes, größte Offenbarung Gottes überhaupt. Und das ist eben unvergleichlich. Gott wird Mensch, Gott kommt zu uns. Und Jesus Christus konnte sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich und der Vater sind eins. Jesus ist nicht irgendein dahergelaufener Wanderprediger, geboren in Bethlehem und aufgewachsen in Nazareth, sondern Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der sich geoffenbart hat, der zu uns gekommen ist. Und wäre Jesus nicht zu uns gekommen, wären wir alles ganz arme Tröpfe. Gott gibt sich zu erkennen. Und die Bibel zeigt uns im Alten Testament, dass er einen Erlöser schicken wird. Und das ist das große Thema. Wenn ich gefragt werde, was hat die Bibel für Themen, sage ich ganz einfach, 3 Kreise. Schöpfung, erster Themenkreis. Dann fällt der Mensch in Sünde. Jetzt kommt der zweite Themenkreis von 1. Mose 3, Vers 15 bis in die Evangelien. Erlösung. Es geht um die Erlösung des Menschen und die Ankündigung des Erlösers. Schöpfung, Erlösung und Vollendung. Das sind die 3 großen Themenkreise der Bibel. Und der rote Faden ist eine Person, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und die Bibel ist ein Wunderwerk. Wenn ich daran denke, wie viele Versuche es gab, in der Weltgeschichte dieses Buch zu vernichten, und keine Macht der Welt wird es vernichten. Und das ist mir gestern noch mal in einem Gebet von Samuel Moser so deutlich geworden, als ich in Bern war und ihn besuchte. Samuel Moser war mal einer eurer wichtigsten Zollbeamten in der Schweiz und später im IDEA-Vorstand und dann in einem Vorstand der Freikirchen. Und es ist ein alter Freund von mir. Wir haben verschiedene Bücher mit ihm verlegt. Und er betete gestern in einem Gebet, Himmel und Erde werden vergehen, aber dieses Wort wird nicht vergehen. Hat mich nochmal sehr beeindruckt. Wir stellen uns bewusst unter dieses Wort. Gottes Wort hat Ewigkeitswert. Und von daher ist die Bibel Jesus Christus die große Offenbarung. Und ich nehme noch einen Punkt hinzu, weil ich glaube, Lebensumstände, gerade Leid im Leben, auch Covid-19, sind Chancen, durch die Gott zu uns redet. Für mich als Christ gibt es keine Zufälle, sondern alles, was wir erleben, ist Gottes Plan. Und Römer 8 macht mir deutlich, dass denen, die Gott lieben, die also eine Beziehung zu Jesus Christus haben, alles zum Besseren, zum Guten dient. Ob wir das heute verstehen, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Das hängt eben auch mit unserem begrenzten Horizont zusammen. Aber Gott redet durch Lebensumstände. Hier merken wir, dass Gott sich zu erkennen gibt. Also halten wir noch mal fest. Keine Beweise im mathematischen Sinne, aber Hinweise. Von daher möchte ich auch behaupten, dieser erste Satz der Bibel, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, gleicht im Grunde einem Axiom. Wir wissen vielleicht, dass die gesamte Mathematik auf Axiome aufgebaut ist. Und ein Axiom ist ein richtig anerkannt, als absolut richtig anerkannter Grundsatz, eine gültige Wahrheit, die man nicht beweisen kann. Ihr lieben Schüler, 1 plus 1 gleich 2. Dass das so ist, kann kein Mensch beweisen.
1 gleich 1 gleich 1. Dass die kürzeste Strecke zwischen zwei Punkten die gerade ist, dass der Teil kleiner ist als das Ganze. Das kannst du alles nicht beweisen. Das sind Axiome, das sind Grundannahmen, auf die ist alles aufgebaut. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir das Einmaleins im Schlaf kennen. Das habe ich meinen Schülern immer gesagt, wenn die Mama dich nachts weckt und sagt 3 mal 3. Bitte? Ihr wisst das? Ihr wisst das oder wisst es? 3 mal 3? 9, okay. Das hätte ich ja fast... Also das Einmaleins muss sitzen, liebe Leute, ihr lieben Schüler. Und das sind die Grundannahmen. Darauf baut alles auf. Das kann ich nicht beweisen, das ist einfach so. Das muss ich lernen. Und sogleich der erste Satz der Bibel, einem Axiom, einer Grundannahme. Und mit ganz wenigen Worten erhalten wir eine erstaunliche Information. Und ich möchte euch einfach Mut machen, daran festzuhalten, entgegen aller kritischen Anmerkungen, die wir inzwischen auch in unserer Gesellschaft bekommen. Mir hat dieser Satz sehr geholfen, den mir ein weiser alter Christ mitgegeben hat in mein Studium, als er hörte, dass ich Biologie studiere. Hat er gesagt, es gibt nichts, was die Bibel wirklich sagt, was im Widerspruch zu dem steht, was die Wissenschaft wirklich weiß. Und dieser Satz hat mir enorm geholfen. Es gibt Theorien, Hypothesen, Behauptungen, die der Bibel widersprechen. Aber es gibt nichts, was die Wissenschaft wirklich weiß, was im Widerspruch zu dem steht, was die Bibel wirklich sagt. Wisst ihr, da gab es ja in der Geschichte immer irgendwelche kritischen Anmerkungen. Ich denke gerade während des 19. Jahrhunderts, als die liberale Theologie so ihren Höhepunkt erreichte und man die Bibel in die Schublade der Legenden steckte, der Mythen, der Fiktionen. Und da war zum Beispiel so, ich nehme mal ein Beispiel raus, man behauptete damals, die Bibel kann gar nicht wahr sein, Gottes Wort sein, denn man liest in der Bibel etwas von einem Volksstamm, den es in der profanen Geschichte gar nicht gegeben haben soll, die Hethiter. Und einige Jahre später machten Archäologen Ausgrabungen in der heutigen Zentraltürkei. Und was fand man? Hattusas, die Hauptstadt der Hethiter. Heute zweifelt kein Historiker mehr daran, dass es die Hethiter gegeben hat. Und sie sollen zur Zeit Abrahams schon gelebt haben. David hatte sie in seinem Heer. Und da musste ich so daran denken, als ich das jetzt noch mal las. Es gab vor Jahren ein schönes Buch, das hatte den Titel "Und die Bibel hat doch recht". Genau so ist es. Das heißt, wenn du heute etwas hörst, was angeblich im Widerspruch zur Bibel steht, bleib ganz cool. Ganz cool. Am Ende hat die Bibel doch recht. Lass dich nicht irritieren und zitiere einfach diesen Grundsatz. Den hat mir noch nie jemand widerlegen können. Alle archäologischen Funde stehen nicht im Widerspruch zur Bibel. Theorien, Behauptungen gibt es en masse. Und das Interessante ist ja, ich sagte ja vorhin schon, das ist ja kein rein naturwissenschaftliches Problem, was diese Theorien auch bezüglich Schöpfung, Evolution betrifft, sondern ein philosophisches. Und Charles Darwin und andere Väter der Evolutionstheorie, die wollten natürlich gerne eine Geschichte haben für die Entstehung der Welt, des Universums, ohne Gott mit einbeziehen zu müssen. Gott wollte man von vornherein ausklammern. Und Darwin hätte es ja viel besser, oder wusste es viel besser, er kam ja aus einem frommen Elternhaus. Das ist ja oft so, dass die als Kinder fromm erzogen worden sind, auf einmal eine totale Kehrtwende machen. Von daher, bevor ich auf den entscheidendsten Punkt komme, nimm dir das nochmal so mit. Es gibt nichts, was wir heute hier in der Zionshalle sehen, was rein zufällig hier ist. Also ihr sitzt ja alle auf so Klappstühlen. Ihr habt vorhin gemerkt, wenn man nicht aufpasst, rutscht die Tasche dazwischen und ist auf einmal weg. Diese Klappstühle sind ja nicht über Jahrmilliarden aus dem Boden gequollen, oder? Was steckt dahinter?
Intelligenz, Idee, Information, Energie. Hat sich einer Gedanken gemacht? Nichts in diesem Raum ist rein zufällig hier. Und dann soll mein komplizierter Organismus, mein Mensch, ich habe gerade einen 5. Enkel bekommen, also 4 Enkelinnen, 1 Enkel haben wir jetzt. Und wenn du so ein kleines Menschlein siehst, ist ein Wunder Gottes. Und das soll zufällig entstanden sein. Dazu brauchst du einen Riesenglauben. Einen Riesenglauben. Einen unverschämt großen Glauben. Also nichts, was wir sehen, ist zufällig hier. Ein zweiter Gedanke, und das ist mir im Studium so deutlich geworden. Ich habe mich gerne übrigens mit einem Schweizer Entwicklungspsychologen beschäftigt. Vielleicht kennt den jemand, Jean Piaget. Und Jean Piaget hat das Buch geschrieben über die Entwicklung des kognitiven Denkens beim Kind. Und er hat Untersuchungen an seinen eigenen Kindern durchgeführt, Beobachtungen gemacht. Und er hat festgestellt, jedes Kind ist auf Gott hin angelegt. Deshalb sage ich, der Glaube an die Existenz Gottes ist jedem Menschen mitgegeben. Das ist uns angeboren. Ich vergleiche das gerne, ich habe da draußen einen wunderschönen TDI-Motor in meinem Auto. Und dieser TDI ist einer der saubersten Autos, die es gibt. Der läuft auf Diesel. Nicht auf irgendeine Batterie, wo man Lithium gewinnen musste und Kinder Schaden nahmen, weil man das da irgendwo in den afrikanischen Ländern geholt hat und so weiter. Also es wäre ein extra Kapitel für sich. Ich bin davon überzeugt, das ist das Beste, was wir haben. Und würden wir morgen alle auf Benzin fahren, dann würden alle schreien, CO-Vergiftung, Kohlenmonoxid, jetzt haben wir Kohlendioxid. Unsere Pflanzen brauchen das übrigens. Und dieser Motor läuft auf Diesel. Wenn du einen Ottomotor in deinem Auto hast, der läuft auf Benzin. Und so läuft mein Leben auf Gott und dein Leben auch. Wir sind auf Gott hin angelegt. Ein Beweis dafür ist die Tatsache, dass es in dieser Welt kein Volk ohne Religion gibt. Und was ist denn Religion? Religion, religare zurückverbinden, ist immer der Versuch des Menschen, die Gottheit, egal wie man die jetzt nennt, die Gottheit zufriedenzustellen. Weil man genau merkt, ich bin nicht so, wie ich sein müsste, um zu dieser Gottheit zu passen. Ist doch ein Beweis dafür, dass der Mensch auf Gott hin angelegt ist. Und ein Kind glaubt an Gott. Der Atheismus wird anerzogen. Deshalb haben die Kommunisten auch immer gesagt, gebt uns die Kinder. Unsere Aufgabe als Eltern ist es, diesen natürlich angeborenen Gottesglauben zu stärken, zu fördern und ihnen deutlich zu machen, es muss mehr her, als nur an Gott, an seine Existenz zu glauben. Und damit komme ich auch zum dritten Punkt. Alles beginnt mit Information. Das sagte ich vorhin schon beim kleinsten Gegenstand, dahinter steckt Information. Das ist übrigens das, was mich an Professor Dr. Werner Gitt so begeistert. Informatiker, der reduziert ja das gesamte Thema gerne auf die Ebene der Informationstheorie. Er sagt, und das ist ja so, alles beginnt mit Information. Und jetzt kommt der Hammer. Und das ist aus meiner Sicht der Höhepunkt des Vortrags. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Alles beginnt mit Information. Und wo landen wir? Wir landen bei Jesus Christus. Wir landen im Prolog des Johannesevangeliums. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott und ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. Im Anfang war die Information und die Information war bei Gott und die Information war Gott. Ohne Information entstand nichts von dem, was besteht. Und jetzt merken wir, es handelt sich hier um eine Person, denn in diesem Wort, in dieser Information war Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Ich habe festgestellt, wenn du dich mit den Anfängen beschäftigst, und ich habe im zweiten Vortrag, da beschäftige ich mich mit dem ersten Menschen, Gottes geniale Idee, du landest immer bei Jesus Christus.
Weil er ist das Zentrum, er ist der Mittelpunkt, er ist der Höhepunkt der Heilsgeschichte Gottes, er ist die wichtigste Person. Es geht um Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und von daher, wenn auch heute leider Christen den Schöpfungsbericht in Frage stellen, oder es gibt immer mehr Christen, liest das Buch, was wir vom Bibelbund rausgegeben haben, knapp daneben ist auch vorbei, wo dann auch verschiedene Publikationen von Professor Dr. Thorsten Dietz besprochen werden. Wer an die theistische Evolution glaubt, der muss natürlich den Tod vor die Schaffung des Menschen legen, denn ohne Tod keine Evolution. Und von daher werden auf einmal die klaren Aussagen der ersten 3 Kapitel, vielfach der ersten 11 Kapitel der Bibel, werden in Frage gestellt. Nicht mehr als historisch anerkannt. So sei die Sintflut ja auch nur eine Erzählung und nicht wirklich passiert. Interessant ist, dass der Herr Jesus darauf Bezug nimmt und für die Schreiber des Neuen Testamentes es selbstverständlich ist, dass das historische Tatsachen sind. Und da muss ich einfach sagen, wer Mose in Frage stellt, stellt Jesus in Frage. Denn der Herr Jesus selber sagt das in Johannes 5, Vers 46, wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Im Anfang war das Wort, Gott schuf Himmel und Erde. Oder 1. Mose 3, Vers 15, es wird jemand kommen, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Mose hat von mir geschrieben, sagt Jesus. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Schriften glauben? Also wer die Schöpfungsberichte in Frage stellt, oder den Schöpfungsbericht, Entschuldigung, wer den Schöpfungsbericht in Frage stellt, wer Mose in Frage stellt, stellt Jesus in Frage. Und das ist Ansinnen aller Bibelkritik. Letztlich geht es um Jesus Christus. Ihn will man nicht mit seinen Ansprüchen, denn er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und das passt einfach nicht in unser postmodernes Denken. Deshalb es geht um Jesus. Von daher sage ich auch immer wieder gerne, es ist nicht das Entscheidende, dass du eine Diskussion gewinnst zum Thema Schöpfung oder Evolution. Das ist nicht das Heilsentscheidende. Das Heilsentscheidende ist das, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen, denn er, das Wort, wurde Mensch und lebte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen hat. Und man fragt sich natürlich, wie bekomme ich denn eine lebendige Beziehung, dass aus dem Gottesglauben mehr wird? Und das sagt uns Johannes dann, alle, die ihn aufnahmen, die Jesus aufnahmen, die an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Weißt du, als Paulus mal gefragt wurde von einem Gefängnisaufseher, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Da hat Paulus nicht gesagt, du musst erst mal die ersten Bücher Mose auswendig lernen. Er hat es reduziert auf diese eine Person erstmal. Er hat gesagt, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Und das ist zunächst mal das alles Entscheidende. Und wer Jesus kennt und den Herrn Jesus liebt und in seinem Wort studiert, der kommt zur Erkenntnis, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das ist wahr, das stimmt. Es fällt mir leicht, das zu glauben. Wenn ich weiß, wie groß der Herr Jesus ist, dann ist das doch ein Peanuts, mit einem Wort zu sagen, Welt sei da. Wenn Gott Gott ist, ist ihm alles möglich. Verstehst du? Und von daher, es geht immer um diese lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Wir fassen zusammen. Und ich nehme dazu ganz bewusst Römer 1, um das Problem nochmal auf den Punkt zu bringen. Was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Denn seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und sein göttliches Wesen sind seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Und dann beschreibt Paulus das Grundproblem. Trotz allem
was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn nicht als Gott und brachten ihm keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts und in ihren uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Sie hielten sich für weise und wurden zu Narren. Die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauschten sie mit Bildern von sterblichen Menschen, mit Abbildern von Vögeln, vierfüßigen und kriechenden Tieren. Hier haben wir den Hinweis auf die Ursünde des Menschen. Keinen Dank dem Schöpfer, keine Ehre dem Schöpfer, stattdessen ehren sie das Geschöpf. Und das geht ja noch weiter. Ich habe manchmal den Eindruck, der Hund zählt mehr als das Kind. Ist alles durcheinander geraten. Und wo Gott nicht mehr geehrt wird, wo Gott nicht mehr gefürchtet wird, ist alles erlaubt in einer Gesellschaft. Da wird eben auch das Leben mit Füßen getreten. Und wir haben ja zweifellos, selbst in der kleinen Schweiz, mehr Tote durch Abtreibung als durch Covid-19, oder? Das muss man ja auch mal sagen dürfen. Das ist ja die Wahrheit. Darum hat Gott sie den Begierden ihrer Herzen ausgeliefert. Er hat sie ihrer Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper schändeten. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten die Geschöpfe an und verehrten sie anstelle des Schöpfers, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Wer den Schöpfer nicht ehrt, ehrt das Geschöpf. Und wenn ich als Geschöpf nicht erkannt habe, dass ich höchstens der Zweite im Universum bin, ist der Teufel los. Immer wenn der Mensch sich zum Gott erhebt, ist der Teufel los. Und damit merken wir, wie recht die Bibel hat. Und wenn wir heute in unsere Gesellschaft hineinschauen, was heute alles Thema ist, womit man sich beschäftigt, dieser ganze Gender-Wahn, der heute betrieben wird. Wir haben ja gerade in Deutschland einen neuen Duden auf den Markt gebracht. Und im neuen Duden gibt es, soviel ich weiß, mindestens 2 Seiten über gendergerechte Sprache. Das muss man sich mal vorstellen, obwohl das ja noch nicht beschlossen ist. Aber es gibt schon, ich glaube in Stuttgart hat man das jetzt beschlossen, dass man mit Sternchen und so weiter arbeiten muss. Biologen sagen, und einer der größten Feinde der Kreationisten, Kutschera, steht ja vor Gericht, weil er sagt, als Biologe, es gibt nur 2 Geschlechter. Es gibt nur 2 Geschlechter. Es gibt Männlein und Weiblein. Und wenn jemand, bei wem das nicht so richtig ausgebildet ist, die Geschlechtsmerkmale, natürlich gibt es Fehlbildung, aber da kann man nicht gleich ein 3. Geschlecht draus machen und das auf eine Stufe stellen mit Mann und Frau. Es gibt Mann und Frau, Punkt. Und damit beschäftigen wir uns in unserer Zeit. Da werden Milliarden in Forschung und alles Mögliche gepumpt, Lehrstühle eingerichtet und da merken wir, dahingegeben. Das ist mit dem klaren Verstand nicht mehr nachvollziehbar. Und weil vor allen Dingen das Verrückte ist, man kann gar nicht mehr offen darüber reden. Du kannst mit jemandem gar nicht mehr darüber diskutieren. Und sobald du dich dann, zumindest ist das so bei uns, sobald du dich dann zu diesen Grundsätzen bekennst, bist du gleich rechtsradikal. Gleich rechtsradikal. Deshalb möchte ich das noch einmal betonen. Der Mensch braucht Jesus Christus. Gerade du brauchst Jesus. Das sollte unser Motto sein. Und Menschen, die sich dann zu Jesus Christus bekennen, haben mit diesem Ganzen eigentlich kein Problem. Sie glauben ihrem Herrn, sie lieben ihrem Herrn. Und ich wurde mal gefragt, ja, wie wird man denn eigentlich Christ in einem 9. Schuljahr, in der Hauptschule? Und dann sagte jemand, ja, indem du in die Kirche gehst. Oder hier würde man vielleicht sagen, indem du in die Zionshalle gehst. Dann sagt ein Schüler, das kann doch nicht stimmen. Wenn du eine Nacht in der Garage schläfst, hast du ja auch kein Auto. Und er hat den Nagel am Kopf getroffen. Christ werde ich nur durch Jesus Christus. Und der Begriff Kirche macht das eigentlich so schön deutlich, kommt ja vom griechischen Adjektiv Kyriake, dem Herrn gehörig. Christ ist, der dem Herrn Jesus gehört, der ihn in sein Leben aufgenommen hat, wie Johannes das hier beschreibt. Und darum geht's.
Und dazu lade ich ein. Komm zum Herrn Jesus Christus. Er schenkt deinem Leben einen ganz neuen Sinn. Wer weiß, wo er herkommt, weiß auch, wo er hingeht. Zukunft braucht Herkunft. Stellen wir das zum Schluss noch mal gegenüber. Wir hatten am Anfang die Frage, Zufall oder Plan? Kommen wir aus dem Nichts oder kommen wir aus der Hand Gottes? Stell dir mal vor, du kommst aus dem Nichts. Dann beantwortest du doch die Frage, woher komme ich? Aus dem Nichts. Wohin gehe ich? Ins Nichts. Wozu lebe ich? Für nichts. Und das macht doch eigentlich deutlich, dass die Sinnlosigkeit eben daher kommt, dass ich Gott außen vor lasse. Wenn ich aber sage, ich komme von Gott, darf ich auch sagen, ich gehe zu Gott. Und wofür lebe ich? Ich lebe für Gott. Und das gibt meinem Leben Sinn. Ich darf für meinen Herrn Jesus Christus leben. Und die ganze Sinnlosigkeit wird deutlich, wenn ich davon ausgehe, ich komme als Mensch aus dem Nichts. Von daher wollen wir unserem Herrn danken. Im Anfang schuf er Himmel und Erde. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und diese Information ist eine Person, Jesus Christus. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du in diese Welt gekommen bist, um Menschen zu suchen und zu retten. Und danke, dass du auch meinem Leben einen tiefen, heiligen Sinn gegeben hast. Danke, dass ich weiß, ich bin aus deiner Hand hervorgegangen. Danke, dass ich weiß, ich gehe zu dir hin. Und danke, dass ich weiß, ich darf für dich leben. Herr Jesus, das ist ein wunderbares Geschenk. In dieser Welt ohne Hoffnung, in dieser Welt mit so viel Ratlosigkeit, dürfen wir wissen, du bist unser Heiland, du bist unser Herr, du bist unsere Zukunft, du bist unsere Hoffnung. Du kommst wieder, Herr, und wir freuen uns, wenn wir dich sehen werden, wie du wirklich bist. Amen.